Guten Abend, zurück bei Dickrich TV, haut aus dem schönen Gemengepark direkt bei der Sauer. Die letzte Montag war du Leben, ja, wenn der Corona-Krise ein bisschen stehen blieben. Lo haut 4 Uhr von Nationalfeiertag, wo wir schon eine pure Phase vom Dekonfinement haben, da ist hun am mehr oder anderen Wesen. Da wollte man einen kleinen Rückblick machen, ob das, was die letzte Montag war, passiert war, trotz Lockdown. Und noch ein bisschen auf 4 gucken, weil lo wird 4 Uhr gehen hier in der Stadt. Nationalfeiertag wird das Jahr ja nicht wie gewinnt aufgehalten gehen. Da war ja Meister Claude Hagen, der wollte sich aber nicht tun lassen, ein paar Worte bei der Gelegenheit und nicht zu adressieren. Liebe Dickerischer Mitbürger, die Damen und Herren aus dem Schaffner Gemeinderat, aus den Dickerischer Kommissionen, aus den verschiedenen Verwaltungen, Services und Assoziationen. Nationalfeiertag ist das Jahr für die Anwohner von Lützeburg und damit auch für Dickerisch eben besonders schön. Lützeburg, Europa und ganz Welt als durch die Sanitärpandemie von Covid-19 betraf. Weil Lützeburg sich an einer Methode Krise befindet, wer an uns als Leben nicht mehr dasselbe. Sanitäre und hygienische Mesuren regeln unseren Alltag und werden auch in Zukunft als professionell und als Privatleben bestimmen. Am Namen vom Schaffner Gemeinderat gebe ich allen Dickerischer Leuten vielmals Merci so für die exzellente Disziplin, für den Verstehungsvermögen von allen nationalen und kommunalen Decisionen, die geholt sind, und für den Respekt für und dem anderen. All denen ein dicke Merci für die Hilfe, die Jidfried gelegt hat an dieser außergewöhnlichen, ungewinnten und schwierigen Situation. Gesundheit von allen Mitbürgern steht und steht immer am Mittelpunkt von allen Decisionen und hat in diesem Sinn auch noch immer Priorität. Dafür war das Jahr kein Militärparade, keine offiziellen Zeremonien, kein Fackelzug und kein Ehrenpart auf der Kloster. Liebe Dickerischer Leute, Nationalfeiertag ist ein besonderer Tag für die Anwohner von Lützeburg und damit für die Anwohner von Dickerich. Nationalfeiertag soll ein Tag sein, den alle guten Anwohner von Lützeburg zusammenbringt. Wir wollen alle Dickerische Anwohner von allen Religionen, von allen Orientierungen, von allen Nationalitäten, also der gesamten Population, die hier wohnt, die Möglichkeit geben, Nationalfeiertag auf ihre Erde zu feiern. Das Jahr ist das aus gesuchten Gründen ernst, dass mit dem Sinn von diesem Tag bleibt, aber auch, besonders das Jahr dieselbe. Nationalfeiertag ist aber für uns alle eine gute Gelegenheit, am Respekt und die zu erinnern, die für ein kleines Land Lützeburg Symbol von seiner Eigenständigkeit und seiner Freiheit sind. Als im Grand Duc Henri und seiner Familie wünschen wir dafür auf diesem Tag alles Gute für die Zukunft und die weiter erfolgreich schaffen am Dienst von unserer Nation. An euch alle Guten wünsche ich am Namen von der Stadt Dickerich einen schönen Nationalfeiertag. Vive der Grand Duc und großherzogliche Familie, vive Lützeburg, vive Dickerich. Das Konfinement war keine einfache Zeit. Eine neue Krankheit war rausgebracht, kaum zu greifen, und darum wir als Missefionier verstoppen. Heute einmal ein kleiner Rückblick auf die außergewöhnliche Zeit vom Bleib daheim bis bei den Verdelen von der Masken. Aber immer also den Clotilde, Chefin von der Gemeinde Dickerich. Guten Abend. Guten Abend. Ja, ich meine, das war schon ein ziemlicher Schock für die Leute, mitgeteilt hatten, sie müssten daheim bleiben. Ich meine, das war aber wirklich nötig. Dir als Infirmier-Anästhesist hat die ganze Situation ja hautnah am Centre Hospitalier du Nord mitgekriegt. Was so, da war es aber wirklich nötig. War es 45 wo der Lockdown kam? Ja, das kann ich schon so gesehen. Ich denke, dass die richtige Decision zum richtigen Zeitpunkt gewesen ist. Ich habe ja gesehen, dass Anfang April der nächste Pick kommt, den du aber gut bewältigt gehen. Der Vorteil war auch, dass ich die 2 Wochen nach Zeit hat vom Lockdown vom 16. März an, dass anders nicht selber viel Präparationen konnte gemäht gehen. Nächstens für Covid-19-Patienten alle gut in einer guten Kondition können zu empfangen und noch zu behandeln, aber auch für die Gesundheitsversorgung, für alle guten Diana-Erkrankungen und andere Urgenzen, die da waren,
fir dée Service ze garantiieren, an dat huet wirklich gut funktioniert. An der Gemeng selber ich mein, du müsste relativ sehr auch agieren für die vulnerable Leute, für die auch zu unterstützen, die du wirklich angesperrt waren. Aber. Richtig, also das etwas, was du dann wo Gemenge an segem Rolle hast, wo man auch ganz frei reagiert tun, wo man verschiedene Services probiert tun abzubauen, notamment für den Leute hier Kommissionen machen zu gehen, für dass hier Produkte, die sie am täglichen Gebrauch brauchen, woch hinbrücht krit hun dat wir abgebaut, dat huet gut funktioniert. Wir waren du net leng. sind andere Organisationen, die da doch gemäht hun en anderem Scouten hun dat gemäht. Schmengen dat dogit verreen, dat kann ich vielleicht so sinn Klientel hat, an dat en den anderen ergänzen, dann dat doch gut, dass dat net just nimmen op engem senger Schëlleren loch, dat kommt komplementär so gemäht gin. Das auf jeden Fall der Service von der Gemeinde lief bis auf weiteres Mal nach 4 Uhr noch zu summen. Am Moment wat Verdelung belangt, mam CGA noch statt. Ich denke, dass das wichtig war, für das so zu machen. Ja, auch für den Lieferservice von der Gemeinde, da war eine Mitarbeiterin von der Gemeinde, die das organisiert hat, mit einer Kamionette vom Servicetechniker. Richtig, das ist Madame Costa, die den Projekt op der Gerung kadréiert vum Jong Demandeur d'Emploi hunn Schulaufbrecher hunn, die man probieren iwwer TV nees Zreck fleicht op en Ziel am Liewen ze bringen fir do ze unterstützen. Sie begleet de Projekt vun der Gemenge aus, weil de Projekt op der Ger zo wär so wie alle soch, wär d'Idee fir dat Madame Costa dé Service soll machen, so dat mat Begeerung gemet an schenng dat huet exzellent funktioniert. Vielmals merci, da gebe ich proposieren, gucken wir uns am Bilder run, wie Madame Costa mit ihrer Kamionette NRW war. Das war wirklich flott in dieser sanitären Krise zu sehen, weil das war, dass ich noch einmal die Impression hat, dass die Leute trotz Covid-19 sich einfach mehr nachgekommen sind, dass mehr Solidarität unter den Menschen aufgekommen ist. Und diese Solidarität schlang hier am Park zu Dickrich, kann ich das doch wirklich ganz gut gesehen. Die ist einfach riesig. Wir dürfen aber auch ganz viele andere Aktionen, wo Leute sich engagiert haben. So zum Beispiel hat die Band Les Brasseurs für die Elermattbierger heute zu Dickrich gratis Konzerte geben. Merci. Aber immer als Lo den echte Chefneu von Dickrich René Canivet. Guten Abend. Guten Abend. Ja, wenn ihr die Bilder hier seht von diesem Konzert, ich meine, das ist ja wirklich super, was sie hier gemacht haben. Es sind am Anfang ganz viele Solidaritätsaktionen gewesen von den Leuten, für anderen zu helfen. Wie habt ihr das erlebt? Also ich finde das immens von die dat wat da als Musikant do gemacht hun net lang lo bei der Maison de Retraite, méi och fir de Runn, wo se fir de Läder aus dem Gesundheitsdings fir dee Merci ze soen allowes Konzern haten, wo ganz Familien summe gespielt hunn. Dat das emotional mir selbst dat geht mir immens no so sachen. Ich finde dat typisch super von an eng wunderbar Idee fir dat ze machen, an noch fir de Let die och am Pflegeheim sinn. Ich mein, dat sind sowieso weil die net ganz gut drop sinn, fir de bëssensche Fre ze machen, man bëssensche Musik am Lauf vum der. Ich mein, dat geht fregen gut. Musik dummer, da kann den nicht verkehrt machen. Ja, au contraire,
dat das Musik versteht giet verreen noch die Eler let gerade so gut wie die Jungen an dafür nicht dat eng super Idee von gehabt. War eng wichtig Etapp, die zu hole war, dat war wo Scholenrem opgange sind schmengen dir als Schulschaffen, wat du sech auch unter Eischchterei vorbei fir ze gesinn, wéi intensiv auch dort Lehrpersonal an Kleid aus der Maison Relais, wie dich wirklich auch engagiert fir dat ganz. Ja, du hast kein Zweifel. Wat die Ekippe als Lehrpersonal zusammen mat der Maison Relais an noch mat diesem technische Personal, wat sie fertig puscht hun, dat war kein einfach sagt. Ich mengen du waren sind nschen Drgang fir alle Gotten die Klassen dort zu organisieren, das Splitting zu machen, kann er so zu setzen, dat er fleisch de Bruder an Schwester an engem selvichte Gruppe sie fleisch nicht an selvichter Klasse mehr, aber trotzdem dat sie können zu summen an Schul goen oder an Betreiung no goen. Du hast wirklich wahnsinnig erbig gelesen, da muss ich so und ich muss auch von dieser Platz und all Gotten denen Let, die do drauf waren, den herzliche März zu holen. Dat war net evident. Ech war pumal do dabei, dat man Reunionen hatten. Also lo sinn nech e klenge Menschen, an denen se iwwer dee organisiert hunn. Chapeau, da kann ich net da nicht so, dat war super, dat hat noch gesinn. Ich meng den nichtchten da wo d Schul opgang ass. Dat war mat äuserst wenig Chaos verbonnen, wo se bëssenschen Bleifschwimmer, dat das normal da. Dat war fir giet Vereenei. Och wat kann für allem kann auch an der ganzer Zeit von der Pandemie muss machen. Dat war so für sie Neuland schmengen. Schul op Distanz halen, iwwer Tablet, iwwer der Mamieren Handy oder wie daneben war. Dat zäh ich für Lehrpersonal, also dat muss ich noch umkreien. Wie so sind wir am beste Lehr die Schwamme von den an kalt Wasser flieht. Da muss ich gucken, dat die nur zuwender können, dann eiers dazu gang. Und ich muss wirklich so dat war hat viel erfollich gekränt. Und es sind heftig stolz op die ganze Equipe an noch für Nalmobile Kanner an noch ihren Eltern, die ganz viel de Mat geholle vun, fir dat so gut kann die Bühnen goen. Merci René, kann ich das ger geschieht. Ja, entretemps ist hier an der Stadtrem so ziemlich alles op. Die echt wichtig Etappe für die Gemeng, dat vorhaber, wo die echt Phase vom Dekonfinement war, wo die Chantierrem konnten opmachen, heiner einmal ein kleiner Rückblick. Ja, so Chantien das natürlich eng wichtig Sache für ein Gemeng. Claude Hagen, dir als Bürgermeister war bestimmt ganz enchantiert, wo die Chantien endlich konnten aufgeschlossen gehen. Ja, wir hatten verschiedene Chantier geplant während der Phase von der Pandemie, die dünn erbracht sind, wie Chantier im Umgang sind, wir tatsächlich Infrastrukturerbechten Gemäer, verschiedene Straßen an Dickrich, Kreuzstraße als Chantier im Umgang. Wir haben den Parking von der Allerseerei ganz an 3 gesagt, wie Misten, und da sind nur nach der bestimmten Weitergang an Ball aufgeschlossen gehen, Komplex sportiv, was Piste für die Leichtathletik belangt, dann noch das Fußballterrain. Ja, für ein Gemeng ist das natürlich eine gelungene Sache, wenn bemol alles so ist, wenn alles steht. Wie habt ihr die Situation persönlich erlebt? Es ist eine komische Situation, aber par contre war eine ganz stressige Situation, weil mit einer Situation zu dienen, die ich am Anfang noch nie hatte. Das heißt, wir müssen Decisionen relativ sehr holen. Wirklich, dass die Situation noch nie hat, wo sie nicht, ob die Situation 100% verpassen oder nicht. Ob doch die richtige Decision war, die geholt hat, dann muss ich aber sagen, dass die ganze Gemeinde, auch mein Personal, alles auf den richtigen Weg mitgezogen hat, sodass man auch denkt, für die Bürger auch noch weiter konnten assurieren während der Pandemie, hauptsächlich auch während der Krise. Ein nächster Gemengerat hat aber Lorecht für einen kurzen und auch nicht über Videokonferenz. Wir haben den nächsten Gemengerat gemacht über Videokonferenz, das heißt für Jitre beigeschaltet,
wo natürlich Konditionen noch ähnlich das sind dem Moment wie wann physisch bei ihnen ass. Wenn aber los so woch wären die Feierfraktionen, die am Gemengerot präsent sind, aber über Visiokonferenz mit ihre Vertreter präsent, so dass die politischen Parteien, die am Gemengerot sind, noch alles informiert werden über das, was am Fond Gestion journalière von der Gemeinde geht. Ja, du sind noch ganz wichtig Decisionen geholt in anderem für die Geschäftswelt, die auch wirklich ganz schwer gelitten hat, auch zu Dickrischen. Natürlich muss ich doch sehr reagieren. Der ganze Gemengerot hat unanim dezidiert für zum Beispiel Taxdetallagen, auch für Terrassen, für das null zu setzen, das heißt für Saison 2020, 2021 Kilowatt zu freuen. Für überall da, wo die Gemenge proprietär ist, bei Kaffee, Restaurant, für do de Loyer auch op null zu setzen während der Zeit, wo nicht die Krise ist, für eben noch einen Input zu gehen, direkt den Leuten an denen Geschäftsleute noch Möglichkeit zu gehen, für eben do über Tonnen zu kommen, weil sie auch am Anfang zu hatten, und nicht durch eine Decision, dass man so durch den Kommerz, mit durch eine Decision von der Regierung, wo von der Gemeinde, und dann ist es doch nicht mehr normal, dass die Gemeinde den Leuten entgehen kann. Ja, die Frage, die sich natürlich stellt, wie geht es hier in der Stadt? Ich meine, die großen Feste, die sie bis Ende Juli aufgesucht haben, wie gesagt, es noch also ein Kirmes, ein Hirschfest, werden die können normal stattfinden? Das ist so, dass den 24. Juin den Etat de Krise automatisch auslebt und dass dann alle Götten die Obligationen, was Hygiene belangt, was das Komportement belangt, was Sanitär belangt, über Gesetze durch die Chamber regularisiert gehen und auch determiniert gehen. Dat sie Gesetze, die laufen von Mond zu Mond eben für den Etat aktuell und noch den Etat futur von der Krise zu analysieren, wie es weitergeht. Momentan sind sämtliche Manifestationen bis den 31. Juli von diesem Jahr aufgesucht. Auch die Augustkirmes, wie man sie nennen, wird nicht zu dicker stattfinden. Es sind noch schon Manifestationen aufgesucht am Oktober, Festival de la Gravure für nicht zu nennen. Da muss ich gucken, wie nur am Anfang, am Juli, August weiterkommt, von natürlich Gesetze dazu, dass du keine Organisation der Vierstände wird man dadurch respektieren, weil ich denke, aber das Wichtigste ist immer nach Gesundheit, Santé von den Mattbürgern. Das ist eine schwere Zeit, das ist eine ungewohnte Zeit und ich meine, jeder ist froh, wenn der Virus gestoppt ist und dass ein Antivirus da ist und dass wir dann auf eine Normalzeit zurückkommen. Mit das ja aber schon eine gewisse Normalität doch angetreten. Dass eine gewisse Normalität zurückkommt, wird das gut. Die Leute sind froh, dabei zu sein, mit dem Virus ist aber noch immer da. Und das betrifft sowohl den Kontakt zwischen den Leuten, wie viele Leute dürfen hinkommen, wie viele Leute an ein Geschäft dürfen gehen. Ich denke nicht, dass eine Manifestation für eine Dickrich, die Tausende von Leuten bringt, überhaupt Sinn gemacht hat, das zu machen. Wir haben dort Hygienevorschriften überhaupt respektiert. Du als Politik an der Verantwortung, und das ganz einfach für die Gesundheit von den Leuten. Und das natürlich möchte Chefin an der Gemengerot das auch für die dickere Leute. Merci, Claude Hagen. Sicherheitsmesuren, die haben natürlich auch die letzte Woche zu Dickrich eine große Rolle gespielt beim großen kulturellen Comeback. Wochenlang hat Kultur zu Dickrich Stillstand gehabt. Am Militärmusee haben sie von der Situation profitiert, für am Hintergrund und eine neue Exposition über die Rekonstruktion zu schaffen. Wer bis dezidiert war, den 17. Juni im Altmuseum an der Kino abzumachen, dann hat sich aber ein bisschen intensiv mit dem Thema Sicherheit beschäftigt gehen. Und dann Sanitärmesuren, die gucken mir dann natürlich auch anzuhalten. Dementsprechend sind wir dann aus dem Dornröschen Schlafraum voller wäscht. Personal für die Maintenance, die dann angefangen die Pfeiler zu zählen, weh zu machen durch die Museen, so dass doch alles groß genug rüber ist, dass die Leute sich am Anfang nicht kreuzen, natürlich hier Distanz halten. Bis hin zu eben noch, dass wir dann eben geguckt haben, was muss geputzt gehen, geraumt gehen, weil wenn den aber dann 2 Monate quasi zu ist, dann kann den einerseits auch davon profitieren, um proper zu machen. So haben wir da verschiedene Szenen ganz durchgestöpst und eben noch technische Installationen profitiert zu machen, die nicht so einfach möglich gewesen wären, wenn wir einen Klient gehabt hätten. Gespannt ist in Heilo, wen da wird alles kommen. Viele Stammklienten sind aus dem Ausland vom Camping. Es hofft natürlich stark Silo über den Sommer herumzusehen. Auch am Cine Scala haben sich die letzte Woche für ein grosses kulturelles Comeback viel Gedanken gemacht, wie die beste Sicherheit für die Leute garantiert wird.
Wéi an allen anderen öffentliche Gebäier mussssen natierlech och am Kino Masken ugedoe ginn, bis en op senger Platz sitzt. Desinfektionsmittel, Sicherheitsaufstände a virgezeechchen Wehr sollen e bis dohin gidéieren. Am Saldern sinn automatisch 2 Plätze längseriets frei sowie auch en ganz Reihe fir drun an hannen drun. Als Personal huet Informationoun gemat, wat Moosname muss respektéieren. Mir kontroléieren och de Plasma an de Saal, dat leit sech fik Storen erhalen, dat se net niewen neesetzen aus, dat sie sinn op der Selbstadresse ugemeldt. Also all die Moosnamen hummer fir bereet, dat war bis näbecht mé steket funktionéiert, dawer ganz gut an gëtt vun de Klier ganz gut ugeholt. Ob schon de Sineskala aus sech en Kapazitéit vu 473 Plazen huet, kënnen dummert am schlechtste Fall nëmme mi 91 Plätze besat ginn. Et hofft in dem noch zu dickrech, dats die ganz Covid-Krise so séier wie méiglech en enfënnt. Hoffen wir, dass net so lang unhält, weil sos gëtt fir den ganze Sektor awer relativ schwierig. Ne? Weil man auch mir dürfen zwar Snacken, Süßigkeiten oder Getränks verkaufen, aber just Sachen, die präemballé sind, also die angepackt sind. Wir produzieren also Popcorn noch immer selber. Den ist auch noch genauso gut wie für drin, aber wir verpacken den Lo an fertig aufgepackten Tuten. Aber das made by us. Am Dekrescher Geschichtsmusee war dem si se lofrau leit weiter an der Genoss vun enger ganz besonnener Exposition vun 2 chinesische Künstler kommen ze losen. Eng Exposition, déi et vir Lockdown so just zum Vernissage brucht hat. Heute zum Beispiel weist als Kuratrice vun der Ausstellung eng Lithografie vum Freelance-Künstler Wu Jun, déi de Grand Duc Henri repräsentiert an ass Zeitungen a verschiedene Sprache realisiert gouf. D'Original vun ass am Besitz vum Lützeburger Konsulat zu Shanghai. Net manner interessant dort Wirker vum Künstler Li Baoxun, bei denen en nieft Kleidermasken auch zum Beispiel de sogenannte Whistleblower vu Wuhan aufgezeechent fënnt. Des Ausstellung, die lo noch bis Ende Juli ze gesinn ass, soll den also op Kefall entgoe losen. Wir sind bereit, und wir freuen uns natürlich immens darauf, für dass Visiteuren an die Häuser kommen. Ich meine, die Häuser sind dafür da, für Leute zu empfangen. Aber leider kann ich noch nicht an Theater, kann ich noch nicht an ein Konzert gehen, so wie wir das gewinnt sind. Und da wenn es Mengen sind gerade Kulturhäuser, die können aufpassen, dass es ordentlich auflebt, dass alle Mesuren angehalten sind, fand ich es ganz wichtig, dass die ihren abmachen. Für aufzuschließen, da wollte mir Reportage weisen über etwas, was passiert ist zu einer Zeit, wo wir nach und ganz normal bei ihnen sind. Für rund über 20 Jahre, da gab es am Dekrescher Jugendhaus ein Event an die Leben gerufen, der bis heute große Success hat, Jahr für Jahr die Jugendhäuser aus dem ganzen Land begeistert. Der Kochkonkurs von der Nordstadtjugend an der Hotelschule zu Dekresch war auch im März 2020 diese großen Erfolg. Herzlich willkommen heute zu Dickrech an der Hotelschule. Das ist die 22. Edition vom Kochkonkurs, die wir heute aufhalten. Ich habe schon gemerkt, verschiedene Kippen sind für die erste Kehr mit dabei. 4 direkt, alles ganz easy. Das ist ein Konkurs, den aber relax aufgehalten wird. Das heißt, die soll dich nicht unter Druck spüren. Die hat professionelle Leute für euch, die da sind, die nicht helfen, und die nicht mit Rot und Dot werden zur Seite stehen. Und so nimmer, sie lassen dich nicht an der Verdirbe laufen. Das heißt, wenn du etwas falsch machst, normalerweise so sie es. Außer du dich nicht geschickt, das uns natürlich nicht. Ich meine einfach ein extrem interessantes Projekt, der Kochkonkurs. Ich meine, wir essen all Tag, wir kochen all Tag. Das ist einfach etwas, was am Alltag ist. Und wir merken eben noch ganz viel an der Jugendarbeit, dass die Jungen gerne kochen. Das merken an den Jugendhäusern, Karatli, boomen, einmal wie Danat. Für ein 10 Jahre haben sie geboomt, sie boomen noch nach. Das heißt, das ist etwas, was einfach konstant aktuell ist und konstant belebt ist bei den Jungen. Aber wenn das dann eben noch so einen professionellen Kader wie hier zu Dickrech an der Hotelschule kann machen, dann ist das natürlich noch ein Grütz mehr cool, wie wenn ihr das daheim bei der Mama in der Küche möchtet.
So sind Plätze beim Kachkonkurs auch immer sehr belucht. Hier dürfen die Jungen nicht nur in professionellem Kader kochen, müssen sich auch noch selber in Beweis stellen. Und das in einer professioneller Begleitung, wo ich richtig viel lernen kann. Zurzeit stehen in den 10 Equipen, die heute am Einsatz sind, 2 Profen aus der Hotelschule und 3 Studenten. Wenn du eine Fortschritt sicher gehst, weißt du hast du hier Regeln. Da kannst du reden und von drauf. Okay, gut, das gesagt ihr noch da. Eine Gratansform und mir auch. Wenn du willst, eine kleine Gratansform und mir auch. Ja? Okay. Ja. So, mir? So. Ich stelle es mal so. Ne? Geh mal länger an der Sicher. Weil, hier hast du schon abgeschnitten, geh länger an der Sicher. Das ist da am Eck, ne? Wir sind seit 13 Jahren schon mit dabei. Das ist nicht die erste, wo wir sind. Am Anfang ist natürlich die kleinen Domänen abzupassen. Am Anfang haben wir mit kleinen Kneipen geschafft, am Sperrschilder. Da kommen sie natürlich mit den großen Messern und alles. Also sicher, dass natürlich immer nachher nur keine Lust Ambulanzbussen zu rufen. Und dann natürlich auch Hygiene. Es sind ja nur Leute, die von außerhalb kommen, die das dann noch machen. Also soll es ja auch erstmal sein. Natürlich, das dürfen wir aufpassen. Und dann ist aber auch, wo es darum geht, dass du von der Gastronomie kriegst. Das auch kleinere Klamm für als schön Handwerk für mal hun für Kachen und vielleicht gewann man einen anderen den denke hey im Konkurs für bei Schüler zu gehen war doch schon der Fall war an Mund noch wie Lodenaron den schon mal geholle wann den schon seit 2 Jahren mal freiwillig mit dabei an den von Joel den Beruf von durch den Konkurs kennengelernt. Menü haut gëtt also Entrée namens Dono en Hapler mat verschiedenen Ingredienten, wo die Jungen Cash können kreativ gehen, und dann als Dessert parfait classé. Beim Hapler konnten sich die einzelnen Kippen an ihre Jugendhäuser am Vierfeld präparieren. Der Rest muss lo experimentiert gehen. Nö, das machen sie. Du hältst dann hier so. Posch also immer dann so, ne? Immer Diable. Nein? Tant Drama. Für was machen wir das los? Weil, wenn du hier knastig möchtest, und du möchtest so, dann musst du deine Hand begleiten. Ne? Die du abmachen, so. Du kannst am Anfang füllen, und dann ein bisschen. Super. Gut. Voilà. Du hast das am Grab drinnen, bei meiner Hand, voilà. Und du musst Tuten lot so, nur. Voilà. Gut, der Geseiste hier, den tut hier als proper. Also da, voilà. Wollen wir Messer. Musst du mir hier ein bisschen aufschneiden. Aber wir putzen hier auch. Voilà. Also dann, alun. Voilà. Also da unten. So, da kannst du dann hier ein bisschen füllen. Aber das, wie ihr seht, immer ein bisschen chaotisch, weil das ist ein relativ großes Küchen. Sie können auch den Küchen auch nicht. Und für sich zu organisieren, also ich meine, jeder hat recht auf eine Pause. Das kann ja eine Pause gegangen aus, weil sie wollen zurzeit auch fertig sein. Von daher, das ist ein bisschen momentan chaotisch. Mit dann raumen sie dann ein bisschen. Aber ja. Das aber ein großes Menü, sie kochen für 4 Leute, man eine Jury. Sie sind ja nicht immer dann das schwer für Martinen umzugehen. Wir kochen alle gut und wir lachen hat gut man nehmen und das eben für den Spaß fand ich. Also wir sind natürlich auch heu, wenn wir gerne gewonnen wählten, aber auch wenn nicht so wäre, ist nicht schlimm. Ich meine, geht darum so Spaß zu und die werden wir so schauen von daher. Wir machen selber gemachte Nudeln, das ist das ist so, wie heißen die, Lorena? Was? Orecchiette. Und dann machen wir dabei Pesto, Grompre Gratta. Als Entree wurde ja schon schon. Und wir machen aber 2 verschiedene Soßen, eine kleine Rot, eine kleine Grün. Und die dann damit am Gratin abgedeelt. Und ich meine ein Besägrad, für das nur beim Dessert ein Kisselchen dabei ist. Also, ja, wir räumen das hier auf. So was das. Ja, stimmt, ich habe über 10 Seiten geschrieben, wie wir das hier planen. Da hängt auch von unserem Plan.
Also du gehtt als professionell get ugerat. Ja, das sieht gut aus. Bis du gestresst mitgeht. Oder dann eng Strategie lo ausgedurcht. Wir haben schon ganz lange geplant. Ja, wir wissen, was genau wir aufhängen müssen, was nicht, was mir lang dauert, was warm gehalten muss. Das ist eigentlich schon mal alles geplant. Also ist okay. Also Eis ist wichtig, dass man einfach mal den Job vorstellen, dass sie in der an einer professionellen Küche können verbringen, das zusammen schaffen als Eis unmussig wichtig. Natürlich gehen auch ein bisschen so Basisregeln von der Hygiene gelernt beim Kochen. Also das tut extrem viele Aspekte. Mehr für die Jungen sind natürlich an erster Linie ich will gewonnen. Und das merkt ihr noch, den Ehrgeiz ist unmussig groß bei verschiedenen, an die kochen, für sich darauf zu präparieren. Und das ist einfach mega flott zu sehen, wie die Jungs sich können investieren, wenn sie an etwas interessiert sind. Trotzdem ist es wichtig, dass die Jungen während dem Konkurs immer gut überwacht sind. Dafür wird entretemps auch nicht mehr an enger Küchen am Platz an 2 geschafft. Es möchte natürlich Spaß haben, dabei zu sein, dass mittig ist. Also das sind am Anfang Leute, die noch nie an einer Küche dabei waren. Sicherheit, Hygiene, das kann sich verbrennen, man muss noch passen. Ich stelle Ihnen vor, dann dreht ich mal Messer rum, dann will man das Messer am Bauch hängen. Das sind so viele Sachen, man muss daran denken, dann will man so bis 10 Uhr. Heinz haben wir schon 11 oder 12 Uhr gehen, dann ist es einfach froh, wenn er nur am Bett liegt. Das ist am Mädchen doch. Sind da schon mal Sachen vorgekommen? Es sind noch schon Sachen vorgekommen. Man kann natürlich verbrannt und man kann natürlich geschnitten haben. Es sind noch schon Kinder, die einmal Flamme hatten, eine halbe Stunde, und sind sie heimgegangen. Ja, hat man auch. Wir hatten einen größeren Vorfall gehabt, wo ein Notstecker gezogen ist und meine ganze Küche müssen evakuieren. Feueralarme haben wir da schon gebaut. Und dann habe ich gesagt, das ist eine professionelle Küche, wo kann man mal den nächsten Eindruck kriegen und dann muss man auf 1000 Plätzen aufpassen. Glücklicherweise aber ist noch immer alles gut ausgegangen. Und auch heute scheint es vorbildlich zu laufen. Am Dach klemmt die Straße noch bald 3 Stunden zu los. Sie sind gut, wenn sie koloriert sind. Ja? Just aufpassen, nicht verbrennen lassen. Und heute lebt alles cool, oder wie? Ja, ich muss noch ein bisschen rausfinden, wie das hier funktioniert, aber das ist okay. Wir sind aber noch an der Zeit. Das ist gut. Sie steht da doch am Griff, ihr Plan, dass da nicht zu viel durch Schnee gerät. Warten wir auch, weil es muss auch warm bleiben sowieso. Wir warten noch für die Sache komplett fertig zu machen. Ich will den Antriss oder echt. Dann haben wir hier eine schon Zeit, dann können wir dann direkt den Tablauch warm machen, weil es ist ein etwas, was warm ist im Haarplan, dann ist es gemacht. Am Anfang sollten wir zu 2 machen, zu 2 Mädchen, und da waren da mal 3. Und dann ist das Mädchen, das sich am Anfang den Haarplan gekümmert hat, aufgesprungen, weil es krank ist. Und dafür muss man ein bisschen improvisieren. Und morgen kommt noch Nachricht, und dafür muss man gucken, dass wir eins gehen. Ohne jetzt. Ich meine, wirklich die große Schwierigkeit ist einfach den Haarplan, weil Krumpeln verkochen und alles mit Schälen und klein schneiden. Das kostet schon irgendwie viel Zeit und ich meine aber, dass wir das zeitlich aber gut hinkriegen. Das sieht auf jeden Fall nach ganz cool, ja? Ja, wir sind mega geil. Das beste Jugendhaus aber. Du musst am Anfang nicht dran lassen, dran und dann noch ein Schäfchen. Für ab 10 Minuten, ne? Ja. Ja, die Dohen, das ist okay. Du kannst es so losen, ja. Und dann musst du einfach 10 Minuten an der Schäfchen. Ohne unzubrunnen? Ohne unzubrunnen, das geht ja auch. Okay, das ist mal einfach mal... Ja, aber nicht mit dem Plastikblock. Ja. Voilà. Und dann eine Schäfchen. Hast du Butter dabei, oder? Nee, du hast ja Butter drauf gemacht. Okay, das ist ja, einfach das so geht dann durch. 10 Minuten einfach drauf. Voilà. Bis sie koloriert sind, wenn sie koloriert sind, dann sind sie gut. Von der Zeit. Na, voilà. Gut. Dann sind sie dann bald prêt um 7 Uhr für die Entrée zu checken.
Und ja, sie sind schmengen noch richtig am Stress, weil bei verschiedenen ist ein Abgang auch nicht ganz brett. Und ja, sie müssen das durchziehen, bis es rausgeht. Sie checken d'entrée für die Jury um 7 Uhr, dann um Alvarez gibt einen Abgang. Und sind dann eine Stunde entre guillemets Pause, bis für zu essen. Und ein Dessert gibt dann ein bisschen spät serviert. Ihr seht, die Organisation ist ein bisschen chaotisch, weil sie auch nicht gewinnt, dann so viel zu kochen. Wenn sie kochen, dann daheim das wahrscheinlich kurz Spaghetti oder Spiegel eher. Und heute ist eben ein bisschen viel Präsentation, ne? Also Präparation. Pardon. Riecht aber schon ziemlich gut. Ja, bei verschiedenen riecht ganz gut. Bei Diana ist das Mädchen hier ein bisschen Placke zu dämpfen. Aber das ist ein bisschen das Spiel. Und dann geht es, wie es immer geht. Punkt 19 Uhr kommen die 10 Nämse pünktlich auf die Juridisch, wo lo muss fleißig geschmacht gehen. Also das schwer los, sich zu entscheiden. Ich meine, so Nämse, das ja aber plus oder moins dasselbe. Das irritiert wirklich, weil sie sieht vielleicht auf den ersten Blick ähnlich aus, mit Schmacht ganz unterschiedlich. Mir den, was das soll sein, aber sie sind ganz unterschiedlich an den Guren. Und was so dann allgemein zu dem Konkurs? Ein Flotzer? Ein ganz flotzer. Ich bin positiv überrascht, auch von der Seite, wie die Jungen in der Küche zusammen schaffen, sich gegenseitig unterstützen, den ganzen Tag durchstehen, engagiert sind, das wirklich nicht direkt auf der Tisch kriegen. Ich kriege Respekt. Auch den Haarplan, halbe Stunde spät, kann sich weisen lassen. Sie bedenken sich, Jugendliche, die kochen, die das normalerweise nicht alltag machen, also ist es schwer, weil das, was sie gemacht haben, muss man auch respektieren. Wie ich gesagt dass sie machen. Ganz oft machen sie Sachen, und das wichtig nur, so, auch wenn ich an ein Restaurant gehe, muss ich in den Mund, muss ich schmecken, und das ist das, was dann noch einen Unterschied macht. Da sind noch verschiedene dabei, wo ich sage, vielleicht die mehr oft mitkochen, wo dann noch mit Salz und Pfeffer geschafft gehen hast, weil das ist die Basis, die man braucht, für zu würzen. Und bei verschiedenen, da fehlt dann ein bisschen halt vom Geschmack hier. Das ist, dass der Geschmack von großen Unterschied möchte, weil den aber Talent alle Gute gesagt, sie kreativer. Also die Jugend von heute, die ist richtig kreativ. Vom Dressage hier, das kann ich vielleicht nicht mal alles als am Restaurant so servieren, mit Kreativität ist einfach dabei. Wie gesagt, da sind mehrere verschiedene Pläne einfach dran, dass verschiedene so kleine Dorn dafür haben. Ich meine, Gewürzen, das ist etwas, die Jugend von heute geht von klein und von der Industrie konditioniert, wie es soll schmecken. Aber es ist einfach interessant, dass verschiedene schaffen halt schon mit der Seier, mit dem Seis, mit dem Salzchen, wo verschiedene Kompositionen davon ganz gut sind. Wir haben einen Plan mit Tomat, wir haben mit Ölisch mit dabei, und dann, wenn sie mit dem Zucker ein bisschen spielen, und Salz spielen, das ist schon gut. Es sind Talente mit dabei, natürlich, dass sie weit weh. Ein oder ein One-Shot oder ein zufällig Gericht an Salz gegrafen. Das ist eine lange Kontinuität natürlich für das ganze Gewisse. Das ist ein guter Krü das Jahr, das kann ich sicher so. Dasselbe dann noch beim Parfait, sodass halb Ovens nur 6 Stunden Haderabend an der Küche dann noch nach der Gewinner kann ermittelt gehen. Und zwar wollen Deckeja die Monrischer Guckmartin. Gewonnen den Kochkonkurs 2020 mit 652 Punkten. Jugendhaus die Monrisch. Mega froh, mega froh. Das ist gut oder was? Ich bin gut oder was? Bei mir hatte wirklich schon Mützen denken, weil wir in zwei Blackout komplett, weil wir Probleme hatten, und in zwei ist aber so gut gegangen. Das ist wirklich ein Wunder. Ja, wirklich. Aber wie weiß, vielleicht kommt ja auch das Jahr den ein oder anderen vom Favor gepackt, auf die Hotelschule gewonnen gehen. Dummer das als Emission haut aus dem Park zu Dickrich River. Eine nächste Edition von Dickrich TV geht es anderem auf 4 Wochen auf der gewinnten Platz. Bis dahin, macht gut, passt auf euch auf, kommt als ruhiger Molenke besichern. Auch die Dickricher Geschäftsleute geben sich bestimmt freuen. Bis dann, Adi. Liebe Klienten, als Geschäfte wären nur 8 Wochen zu. Lose mir im Piriersto. Wir haben alles gemacht, für das wir mit Frieden und sicherem Kaffee kommen.
denkt lokal an unterstützt er die Krischer Geschäfte. Unterstützt ihr Eisbetrieber aus sichert Abstplatz. Wir werden noch weg. Studio Kommerzial von Dickrech se durch Filmus Merci für Ihre Unterstützung. Merci.